Wie und wo beginnen? Von Karl Watzek. Noch habe ich Dostojewski im Ohr, und so will ich, berauscht von seiner Foltersprache, so muss ich erzählen, am Anfang wenigstens, so lange, bis ich in mein eigenes Buchstaben- und Bildergewirr hineindrifte und dort herumirre und suche und frage und hilflos bin und mich darüber freue, dass ich hilflos bin, weil jede Art von Hilflosigkeit Anstoß für mich ist, der mich weitertreibt. Irgendwohin zu fremden Spuren, die noch gefunden werden wollen, und auf einmal wirklich eine Fährte da ist, die gute Beute verspricht, und ich ihr nachschleiche, ihr nachhetze und hinter jedes Gebüsch schaue, ob vielleicht dort der Rettungsring lauert oder eine Felsplatte hinaufklettere und Ausschau halte, wo dieser verfluchte Leuchtturm steht, dieser verfluchte himmelblaue Leuchtturm steht, oder einfach die Augen schließe und hinabtauche in eine chaotische, blutverschmierte Traumhalle, in der giftgelbe Engel herumflattern und ihre Vampirzähnchen zeigen, und ich plötzlich aufwache und bemerke, dass ich noch immer vor dem magischen Notizheft hocke und kein Wort geschrieben habe, das mich herausreißt aus dieser Schachteldenkerei und mich hineinträgt in die Landschaft der bunten Gefühle, in eine Landschaft, wo jede Geschichte, die ich dort finde, meine Geschichte ist. Und ich nur mehr die Namen hervorwürge und damit herumspiele und herumspiele, bis diese Namen mein Leben erzählen. Scheiße nicht, oder? Nach so einer vertragten Softstory gibt man meistens das Gimpfte auf. Und da möchtet ihr am liebsten 2 Monate lang keinen einzigen Satz schreiben. So zornig bin ich und geniere mich von mir selber. Drecksgeschichte, Schulaufsatz, möchte gern Literat, Arsch! Aber genau da, wo ich so richtig hilflos bin, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wo ich nur mehr ans Durchstreichen und Zerreißen denk, genau da treibt's mich weiter, immer schneller, immer wilder, bis irgendwas aus in mir schreit. Aus. Endlich, endlich. Und ich lass dann alles so wie es ist. Dann gibt's kein Rumbasteln mehr. Dann schiebe ich den Schwan auf die Seiten und will nichts mehr wissen davon. Conclusio. Scheiße nicht an. Der King Kong hat's auch nicht immer leicht. Prost! Dass die Gurke nicht verrost. Danke fürs Zuhören.